Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered. Hält sich. Wir waren stehen geblieben, als die Ellie abgehauen ist. Und ja, dort dabei ist der James gestorben, anscheinend so eine Art rechte Hand von David. Und die Leute haben jetzt rausgefunden, dass sie infiziert ist. Und wollen sie abmurksen und danach wahrscheinlich den David absetzen. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Oh, hoppla. Ah, der hat uns jetzt fast gesehen. Das war nicht sehr klug von mir. Verdammte! Ah, das war nicht gut. Bevor das laut wird durch Pistolenschüsse, machen wir das lieber auf die Art. So, was ist mit Scheiß Gör? Ah, da hinten vielleicht? Der Kerl möglicherweise, hat der uns gesehen? Naja. So gehen wir doch erstmal auf Nummer sicher. In aller Ruhe. Einen Backstell hätte ich immer noch parat, wenn es richtig hart wird. Ich sage, dann schmeißen wir mal da hin hier. Dann kann der Kerl mal dort noch gucken. Dann guckt er uns wenigstens nicht frontal an und sieht sein Verderben nicht kommen. Kannst du nämlich noch leise weitergehen. Ich versuche, laute Geräusche so gut wie es geht zu vermeiden. Ehe damit die anderen Jungs in der Nähe nicht in Versuchung geraten, zu mir zu rennen. Aber die Alarmglocke, die dich nicht unbedingt läutet, gerade wegen Infizierter. Okay, da ist derzeit noch keiner. Dann gehen wir doch mal da lang. Da wird es jetzt ein bisschen kniffliger. Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden. Das sind jetzt mehrere. Also heimlich sei ist umso mehr das Motto jetzt. Ja, ich finde, die muss ich erst gar nicht abmurksen. Die kann ich in Ruhe lassen. Wo soll ich hin? Gehe ich hier weiter hier in Sichtschutz und krabbel dann hier durch. Ich meine, der Schneesturm, der ist sowohl Freund als auch Feind für uns. Wir können uns schlechter orientieren, aber die anderen natürlich auch. Und dementsprechend können wir uns da auch in Deckung begeben, dass die uns auf Distanz nicht so gut sehen können, die Kerle. Immer mal wieder das Gebäude im Aach behalten. Da ist der nächste Unglücksrabe. Wo sind sie? Und die da hin im Gebäude, die sind schon so versicht, das ist doch eigentlich schon egal. Die Sache, der Kerl ist unser nächstes Opfer. Irgendeiner scheint es gesehen zu haben, glaube ich. Ja, der dort. Scheiße. Rennen wir mal. Okay. Okay, das scheint wohl nämlich heimlich zu gehen. Boah. Ich werde dich Okay. Uah. Bezahlt, du kleines Miststück! Okay. Boah, Mann. Oh Mann. Eva habe ich gedacht, es wäre aus. Ach du Liebe-Zeit. So viel Kerle hier habe ich noch nie fertig gemacht. Also, boah. Das ist mal wieder so eine Eigenart vom Let's Play. Dass ich hier in Situationen gerät, die ziemlich unikat sind, hätte ich schon mal sagen. Also, so habe ich es bisher auch noch nie durchgespielt, dass ich so viele Kerle so offensichtlich niedergemacht habe. Boah, aber ich glaube, jetzt sind wir in der Sicherheitszone mehr oder weniger. Einfach ganz kurz die Zeit. Zwar müssen wir hier ins Restaurant reingehen. Boah. Dann erwartet uns jetzt nämlich gleich, wenn wir der Rive Rudi und sein Baurebuwe dazu zählen, der dritte Bosskampf. Der kommt jetzt so allmählich. Wir können uns hier aber vorher nochmal erstmal umgucken, was ziemlich wichtig ist, weil es da eben noch so ein paar Sachen gibt, die man nicht mehr kennt. Das sind vor allem die Medikits, die wichtig sind.
Und wie gesagt, es gibt in dem Spiel eigentlich maximal 3 Bosskämpfer. Also der Sportlehrer, der ist auf jeden Fall ein Boss. Der erste Bloater, der mir halt begegnet. Und der wird halt wie ein Bosskampf behandelt. Dann der zweite, wie gesagt, ich stehe jetzt einfach nur in Anführungszeichen, nehme der Rive Rudi, unser Bauchebuwe. Weil ihm selber begegnet man ja nie wirklich aktiv im Kampf. Das passiert ja mehr oder weniger so nebenher, dass der Joel dann einfach mal so locker flockig von der Seite absticht, ohne dass wir da wirklich großartig aktiv was machen könnten, sondern es passiert einfach. Und ja, der dritte Bosskampf, der jetzt hier kommt in dem Spiel, wenn wir die andere halt dazu zählen, ist jetzt der Bosskampf gegen den David. Und da bietet sich selbstverständlich die Ellie an aus ihrer Perspektive. Und ich finde den Bosskampf ziemlich gruselig und psycho. Das werden wir aber jetzt sofort gleich selber sehen. Wie hast du es geschafft? Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass du Glasteller und so, kaputte Teller auf dem Boden liegen. Und die machen Geräusche. Und auf die Geräusche reagiert er. Oh, ich brauche die Schlüssel. Ja, dann müssen wir dann jetzt aus dem Hinterhalt messern. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Ah, der wird wahnsinnig. Also entweder zeigt er uns jetzt hier sein wahres Gesicht. Boah, scheiße. Das hat er uns erwischt. Also entweder zeigt er uns hier sein wahres Gesicht, David. Oder Du überraschst mich immer wieder. Oder er ist wirklich wahnsinnig, weil er durch den Pilz ist. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber ich persönlich jetzt sage, wir haben jetzt mal hier sein wahres Ich gesehen und kennengelernt. Also hier ist die Devise wieder Heimlichkeit. Wir müssen uns dem Kerl von hinten nähern und ihn dann messern. Jetzt haben wir ihn schon zweimal verwischt. Und jetzt kommt etwas, wo uns unser Lauschmodus nicht helfen kann. Und zwar ist er ab jetzt nur ab und zu sichtbar. Oder hörbar, besser gesagt. Und jetzt müssen wir sowas von vorsichtig sein, wo wir rumlaufen, weil jedes kleine Knacke und Knirsche hört der Kerl. Und der ist nur ab und zu hörbar für uns. Oh, Eva. Und das ist halt, wie gesagt, der Psychofaktor. Das ist das, was hier der Thrill ausmacht von dem Ganzen. Man muss genau hier hören, wo er sich bewegt. Und gerade wenn man über keinen Lauschmodus verfügt in der höheren Modi, ist das so richtig abartig, die Sache. Also, da ist der Kampf richtig ein Psychokrimi. Du müsste jetzt irgendwo sein, der Eck. Wow, Scheiße. Braves Mädchen. Boah, Mann, so ein Psycho. Allein schon dem sein ruhiger Ton ist so, so falsch einfach. Aber ihr müsst ihn mal auf jeden Fall auf Englisch hören, da hat er viel bessere Stimmen, finde ich. In Deutsch hat er eigentlich auch eine gescheite Synchro-Stimme gekriegt, muss ich wirklich sagen. Aber die Englisch-Stimme, die ist richtig gruselig, die macht richtig Angst. Okay, da rennt er jetzt rum. Oh oh. Weil er uns gehört. Wir versuchen das mal zu unserer Gunst zu nutzen. Versuchen dann von hinten hier zu attackieren. Ah ne, da kriegen wir jetzt leider nicht, ohne dass wir selber wieder Geräusche machen. Aber vielleicht könnte man es von der Seite schaffen. Und? Ja! Gepackt! Boah! Das war jetzt der Bosskampf gegen den David. Vorerst. Und dann wechselt selbstverständlich die Perspektive wieder. Und wir sind wieder beim Joel. Und ich jetzt sage, nachdem wir jetzt erfolgreich abgehauen sind und den Bosskampf gegen den David gemeistert haben, mache ich an der Stelle einen Cut und wir sehen uns im nächsten Teil. Bleiben auf jeden Fall gespannt. Es bleibt wie immer spannend, wenn der Joel dann durch das Dorf von der Kannibale zieht, um zu der Ellie zu kommen, wo dann die beiden wieder vereint werden. Wie gesagt, es ist nochmal eine richtig üble Passage und es wird richtig heftig erneut werden. Im nächsten Teil kommt dann halt mehr Action.
Aber ja, wenn ich mit der Ellie wieder vereint bin, wenn der Joel zu ihr stößt, dann wird es nochmal richtig heftig und es gibt nochmal ordentlich Psycho-Action. Also bleiben, wie gesagt, gespannt und ich bin um jeden Klick dankbar, den ihr mir gebt. Und ich bin so dankbar für die Treue, die ihr mir halten, dass ihr bis hier mein ganzes Geschwafel und mein ganzes Let's Play hier verfolgen. Vielen Dank, ihr seid echt die Beste. Machen's gut, Iron Yankee.